Hallo und herzlich willkommen zurück bei Am Schweizer zu der nächsten Folge World of Warcraft. Ja, wie ihr im Hintergrund schon gesehen sind wir ja stehen geblieben beim Auktionshaus. Und zwar wollte ich ein paar kleine Sachen verkaufen. Und jetzt würde ich das Ganze gerade mal anschauen. Und zwar bei Verkaufen, das sind noch Auktionen. Also wir könnten hier auch noch verschiedene Sachen selber einkaufen. Wenn wir jetzt sagen, hey, ich brauche jetzt unbedingt irgendetwas, könnten wir da so ich gehe jetzt mal Verschiedenes, Plündern, Guns, Festtage. Okay, wollen wir einfach mal suchen machen. Dann sehen wir da auch schon, hat es irgendwelche Sachen drin, das ist schon ziemlich teuer, 19'000 für. Fügt ihr Spielzeug, eure Spielzeugkiste hinzu. Okay, ja egal. Wir schauen uns mal an, ob das Zeug überhaupt noch Wert hat, wo ich da am Zusammensammeln bin. Und zwar haben wir da Leinstoff und Leinstoff hat da einen drin für 6 Verkäufer auf 39 Silber. Bedeutungsweise Gesamtpreis wäre 24 Gold, also einiges mehr als wir jetzt würden bekommen, wenn wir das einfach beim Händler verkaufen. Beim Händler würden wir jetzt 8 Silber, 32 Rubin bekommen. Wenn wir sie so verkaufen würden wir natürlich ein bisschen besser dastehen. Aber was ich natürlich jetzt mache ist, ich mache das 1 Silber billiger als der letzte da oben. Was bedeutet, wir tun jetzt hier mal Auktion erstellen. Voilà, weil jetzt sind wir nämlich die geringste Art von, also die kleinste Summe und hoffen daher, dass es schnellstmöglich eingekauft wird. Dann schaue ich mir gerade mal noch an. Das da bringt gar nichts, glaube ich, nicht wirklich viel. He? Eher das da würde mich noch interessieren. Keine Gegenstände gefunden, würde es mir aber trotzdem auf 1 Silber anraten. Dann würde ich mal sagen, ich rühre das jetzt trotzdem einfach einmal rein. Man weiss ja nie, vielleicht kommt ja plötzlich einer und sagt, wuhu, das brauche ich und kauft es doch noch ein. Dann haben wir da noch Tigerauge. Tigerauge hat keine Gegenstände gefunden. Okay, das finde ich aber noch ziemlich komisch. Früher ist das wirklich ziemlich vulgär gewesen, würde ich sagen. Aber dann verkaufen wir das gerade einfach mal für 1 Gold und schauen uns an, was da passiert mit denen. Dann haben wir da noch... Genau, Lederfetzen. Da sehen wir auch gerade, die würden jetzt 21 Rubin bringen. Im Auktionshaus sind es andere schon verkaufen bei über 1 Gold. Was für mich bedeutet, ich mache da jetzt einfach genau 1 Gold 0. Dann können wir die 3 Stück verkaufen. Das würde dann auch gerade wieder 3 Gold geben. Das ist natürlich auch schon ziemlich nice. Die haben wir, glaube ich, schon angeschaut, wenn ich mich jetzt täusche. Jawohl. Ich rühre sie jetzt einfach trotzdem einmal rein. Aber machen wir jetzt, normalerweise würde ich 24 Rubin bekommen. Dann machen wir jetzt einfach 24 Silber. So, was haben wir jetzt da? Da haben wir noch den da. Der bringt uns im Großen und Ganzen in dem Fall nichts, aber könnten wir trotzdem noch für 1 Silber verkaufen. Machen wir doch. Diese Sachen können wir nicht verkaufen. Das ist ein Questgegenstand. Und dann hätten wir da noch leichtes Leder. Würden wir normalerweise beim Händler für 15 Rubin verkaufen, da sehen wir auch schon, ist es auf 75 Silber oben. Dann würde ich sagen, ich heiz das jetzt einfach 1 Silber weniger teuer rein. In der Hoffnung, dass natürlich unsere Sachen zuerst gekauft werden. So, dann haben wir das nämlich auch schon gerade erledigt gehabt. Und dann hoffen wir doch, dass schnellstmöglich irgendwelche Leute sich dazu aufgefordert fühlen, diese Sachen hier einzukaufen. Und durch das kommen wir natürlich dann ziemlich gutes Gold über. Besonders durch den Leinstoff, das hätte ich natürlich nicht erwartet, dass wir da so viel Gold bekommen. Eben 24 Gold allein, wenn wir alle 64 Stacks verkaufen. Daher jetzt müssen wir noch einmal aktualisieren. Nichts passiert. Okido. Das bedeutet, einmal abwarten, bis andere Spieler es eingekauft haben. Und dann können wir bei der Post, also es gibt mehrere Poststände, wo wir dann das können eigentlich dann abholen, das Geld, also wo wir Briefe bekommen und so weiter. Ja, dann würde ich sagen, haben wir das soweit einmal erledigt. So. Dann schauen wir mal nach, was uns eigentlich als nächstes erwartet. So, dann gehen wir da einmal da oben drauf. Wie es aussieht, haben wir jetzt wirklich die nächste Quest erst da hinten dran. Was bedeutet, jetzt haben wir einen kleinen, guten Marsch vor uns. Dann würde ich behaupten, ich glaube, da unten hat sogar einen Flugplatz. Da vorne haben wir ja auch einen Flugplatz. Bin mir jetzt so ziemlich unsicher. Ja, voll, da hat es noch einen Flugplatz. Dann können wir aus dem Fall hier überfliegen lassen. Ist natürlich auch eine ziemlich nice Sache. Das Einzige, was ich mir merken muss, im Großen und Ganzen ist, dass da sich der Flugmeister befindet. Also im Nachtschimmerturm befindet sich der Flugmeister oder da. Jetzt bin ich ziemlich unsicher, da drin oder da drin befindet sich der Flugmeister. Sobald wir unser Gold zusammen haben, machen wir uns direkt auf den Weg zu ihm. Also 3 Gold 60 bräuchten wir. Und wenn wir das zusammen haben, können wir dann anfangen umreiten und unseren Fleischwagen brauchen. Das sage ich natürlich auch nicht nein. Und daher machen wir uns mit unseren knackigen Level 21 auf dem Weg zum Flugplatz. So, wie sieht es denn da aus? Oh Mann. Dann benutzen wir da noch Stegeli. Ja, hoi da unten. Jerome. Schreibt mir das eigentlich nicht anders. Jerome. Was hast du uns zu erzählen? Endlich kommt jemand herunter mit mir zu reden. Möchtet ihr ein paar meiner Reime hören? Okay, ja, lassen wir mal rein. Ich gehe die Straße runter, schaue auf die Füße munter. Was ist da für ein Wetter? Es regnet bunte Blätter. Okay,
Lassen wir mal so stehen. Danke dir für den aufklärenden Reim von dir. Dann würde ich sagen, wir machen uns dann mal auf den Flugplatz bereit. Oh Mann, oh Mann. Was man nicht so alles findet im WoW, immer wieder herzensgut. So, davon hätten wir sogar noch etwas zum Verkaufen, aber das müssen wir gar nicht. Wir müssen hier zu dem da, genau. Was ist euer Begehren? Und mit dem machen wir uns auf den Weg zum Morgenluft im Sangwald. Dort haben wir schon die nächsten Quests zum Abgeben und dann hoffe ich, dass wir dort gerade noch ein paar mehr Quests finden zum Einsammeln, zum wieder vielleicht auch noch ein paar Münsterli töten können. Weil die nächsten Quests führen mich dann wirklich mehr den langsam da runter. Da haben wir jetzt die, dann ein paar zum Abgeben. Ich hoffe, die haben dann noch mehrere, wo wir da unten müssen dann noch Quests und dann machen wir uns langsam richtig Geisterlande weg von Silbermond. Also dann machen wir uns richtig das Land da runter. Da unten hätte ich sogar schon einen Flugplatz parat. Das habe ich gar nicht gewusst, dass die so zu Amman Geisterlande. Das sieht so goldig aus. Wieso ist denn das goldig anstatt silbrig? Macht das irgendeinen Unterschied? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht. Naja, egal. Wir sind angekommen und geben dann mal gemütlich unsere Quest ab. Das ist der Postings, von dem ich erzählt habe. Da sehen wir, können wir dann, also das ist so ein, wie wir auch bei uns haben, irgendeinen so Briefkasten, wo wir dann unsere Post können nehmen und da drin wäre dann unser Gold, sobald jemand im Auktionshaus sich etwas käufelt. So, dann können wir da Quest beenden. Nice. Hier oben haben wir schon mal gerade den nächsten. Geben wir die natürlich auch gerade mal noch ab. Du bringst uns gar nichts, weil wir eine bessere Brust zur Zeit besitzen. So, sind das gerade alle gewesen, die wir da zum Abgeben haben, wie es aussieht? Schon. Bedeutungsweise, dann machen wir uns gerade mal weiter zu der nächsten Quest, die wir abgeben können. Die befindet sich da. Also es sieht danach aus, als würden wir langsam da alles durchquesten. Also es sieht nicht danach aus, als hätte es noch viele Sachen, die wir da machen können. Jetzt muss ich da aber gerade mal schauen. Gibt es da nicht... Das ist jetzt halt ein bisschen mühsam, dass da meine alten Sachen noch drin sind. Also es wäre cool, wenn das... Errungen. Unvollständig. Ja, das zeigt mir jetzt nur 79 Quests an, aber eben auf dem anderen Charakter bin ich irgendwie bei 1800 oder so. Yeah! Das ist jetzt ein bisschen blöd, weil ich persönlich hätte jetzt gern gesehen, was für Sachen ich eigentlich jetzt gerade momentan mit dem Charakter freischalte. Und das ist halt schon, das wäre dann eher da, das ist eher Statistik, was wir schon alles gemacht haben und so. Weil ich würde natürlich gerne Quest abschließen, kann ich da... Ja, voll, wir haben das sind die drei Sachen, die wir müssen einsammeln müssen. Jawohl. Quest beenden. Nice, das haben wir erst gemacht. Erlaubt dem Besitzer vollen Zugang zu allem, was Zalteris Hafen zu bieten hat. Hä? Das ist zu weit entfernt. Okay, kann ich jetzt gerade momentan nicht zuordnen, zu was wir das brauchen können. Da haben wir noch unseren Kräuterlehrer. Trödelt nicht. Kräuterlehrer bringt uns eigentlich so wie gar nichts. Ich suche den Kürschner, Schneiderlehrer. Kürschner hat es da gerade momentan keinen. Dann würde ich sagen, sind wir schon wieder auf dem... Okay, sehen ihr das? Fischkopf, Fischkopf. Da oben befindet sich eine Quest für uns. Was bedeutet, ich mache mich jetzt lieber zuerst auf den Aufweg, dass wir nachher den unteren Teil erledigen können. Ich mache da mal noch alles gemütlich zu. Und was mich natürlich noch interessiert auf der Reise ist, wann kommt unsere nächste Fähigkeit. Und zwar auf Level 22. Erhöht eure Bewegungsgeschwindigkeit zunächst 3 Sekunden lang um 90%. Wow, das ist ziemlich rassig. Also muss ich jetzt wirklich sagen, das ist ziemlich rassig. Und daraufhin 9 Sekunden lang um 30. Also ziemlich geiler Buff, den wir da uns draufsetzen können. 24 heilt euch um... Das ist natürlich auch ganz geil. Heilt euch um 30% eures maximalen Gesundheit. Können wir uns dann aus kniffligen Situationen retten. Und da wartet schon unser allererster Pokémon-Kampf auf uns. Würde ich sagen, dann starten wir da den Kampf. Jetzt haben wir ja unsere Motor schon gesehen, den Phoenix haben wir auch schon gesehen. Das heisst, für mich interessiert jetzt einmal der Willi. Der Einauge Willi. Dann schauen wir uns mal an, was der so auf dem Kasten hat. Agonie, Trefferchance 100%, fügt Zielen Schmerzen zu und verursacht 2 Runden lang mit jeder Runde zunehmend Untotenschaden. Ich würde sagen, wir besetzen gerade mal das ein, schauen an, was passiert. Okay, das ist dann wirklich so ein fluchartig bezogen. Da haben wir 3 Runden Abblinkzeit, verursacht 68 Magieschaden. Okay, probieren wir es einfach mal aus. Also Schockwellen, die uns selber Schaden machen und immer, aber er ist jetzt irgendwie noch ein bisschen verwirrt. Unser Fluch macht ihm zusätzlich auch noch Schaden. So einen haben wir ja jetzt schon in der letzten Folge gefangen, dann würde ich sagen, ich schlecke ihn jetzt einfach mal zu Tode. Nice, das ist doch ziemlich gut gelaufen soweit. Unser Pokémon-Kampf haben wir einwandfrei überschritten. Ist halt ziemlich cool, wenn wir das immer wieder machen. So leveln natürlich auch unsere Mounts gleichzeitig noch mit auf. Da sage ich natürlich nicht nein und ihr wahrscheinlich auch nicht. Und daher machen wir uns jetzt immer noch. Und das ist jetzt wirklich da drüber. Das hat in dem Fall wahrscheinlich mit dem Brief zu tun, den ich bekommen habe, dass wir da irgendwo beitreten können. Es sollte sich irgendwo da befinden. Da unten sind gerade noch 2 unterwegs. Nein, das ist Begleiter. Was für ein gefährdeter Troll. Was bist denn du für ein Charakter? Blutelf-Jäger hat sich natürlich einen komplett anderen Begleiter als mir gesammelt. Wir haben momentan 2 Drachenfalken. Und ich habe immer noch nicht herausgefunden, wie ich die los wird, um neu zu fangen.
Ich wüsste aber nicht, ob ich da vielleicht zum Jäger lernen müsste für das, aber... Ja moin, lassen wir so stehen. Ich mache mich jetzt lieber auf den Weg. Da über das haben wir ja immer noch nicht freigeschaltet. Was ist eigentlich das? Da verbessert eure Reittiere mit Reiterrüstung. Keine Ahnung, was das ist. Das ist auch neu dazugekommen. Sagt mir gerade so nichts. Da haben wir... Eigentlich könnten wir unsere Frühlingshase noch weiter leveln. He? Spielzeugkiste, was haben wir denn da drinnen? Die goldene Banane. Wirft eine goldene Banane 20 Minuten Abblinkzeit aus massivem Gold, unanständig und unanständig schwer. Okay, sonst besitzen wir da drin noch nichts. Es kommen schon 1, 2 Sachen dazu, die könnte man natürlich jetzt... Durchlebt die Erinnerungen, die in diesem Medaillon verbunden sind. Okay, das sind alles so Spielzeugkisten. Da haben wir natürlich Erbstück. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal erklärt. Da können wir dann die verschiedenen Rüstungen holen, die ich schon mal freigeschaltet habe. Da haben wir Vorlagen fürs Aussehen. Kann ich das jetzt einfach da vor Ort ändern? Erfordert einen Feiertag Pilgerhutmeister. Okay. Dann lassen wir das mal so stehen. Dann hätten wir noch Erzkupfererz für Leute, die Erz sammeln. Ich weiss gar nicht, wie das heisst. Vielleicht fällt es mir noch im Verlauf der Zeit ein. Dann würde ich es euch noch mitteilen, oder? Jawohl, oder? So, und da habe ich gesehen von Stubenseite, diesen komischen Pavillon da vorne. Dann machen wir uns doch mal auf den Weg zu dem... Oh nein, die Quest ist aber da hin. Oh Mann, oh Mann. Voll in die falsche Richtung am Laufen. Das heisst für mich, die Quest ist irgendwo da. Da vorne hätten wir sogar nochmal einen Pokémon-Kampf. Da steht gesammelt einer von 3. Bedeutungsweise, ich sammle in dem Fall mal noch ein paar von euch, wie so das aussieht. Das ist irgendwie so eine komische Nebenquest. In dem Fall, let's go, unsere Motte. Versetz ihm deinen absolut geilen Schneider-Windstoß. Er setzt da irgendein Bömbeli ein, dann versuchen wir es dem... Nein, 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 nein! Ich muss ihn fangen! Nicht töten! Oh Mann! Ich nudle, ich kann ihn fangen! Wieder nicht am Studieren, lieber am Töten. Oh Mann, oh Mann. Naja, egal. Ich hoffe in dem Fall, wir finden sicher mal noch einen weiteren Pokémon-Kampf. Sorry, für mich ist das einfach wirklich ein Pokémon-Kampf. Ich weiß nicht, was das... Sammelt 6 Köpfe von Grimmen-Schuppen-Murlocs und bringt sie zu Harlewond Sonnenblick im Immersangwald auf der Klippe, die stille Küste überblickt. Dafür bekommen wir... Oh, das ist noch ein Häsli, das können wir so nicht. Dafür kommen wir ein bisschen Erfahrung über. Nice, ich glaube, das schickt also die Küste, wo wir schon mal waren, dort wo ich die Fässer gesammelt habe und so erbärmlich vor uns hergestorben bin. Hopp, Grimmen-Schuppen-Murlocs, das ist ein normaler, das ist... Also das sind alles Grimmen-Schuppen-Murlocs. Dann würde ich sagen, dann kümmern wir uns einfach mal um einen nach dem anderen. Nehmen deine Köpfe ab. Ja, jetzt müssen wir schon wieder so Playmobil-Köpfe abziehen. Der hat uns gerade keinen gedroppt. Ich hoffe, das sind aber die richtigen, die ich da vernichte. Aber sonst wäre es mir ehrlich gesagt auch egal, dann habe ich die Sorge nicht, dass sie uns plötzlich hinterlückst angreifen in komplett grossen Massen. Und ich wieder einen Tod... Ah doch, der droppt die in dem Fall. Nein, das Einzige, was ich noch mal mehr ausprobieren sind die Eisfallen. Die habe ich bis jetzt noch nicht so viel ausprobiert. Ja, da könnten wir jetzt eigentlich einfach da setzen. Nice. Ist auch eine mega coole Fähigkeit. Aber ganz ehrlich gesagt eher für etwas... Kann man denn auch mit den mehreren Murlocs jetzt aufs Mal einfangen mit dieser Falle? Oder zählt die dann einfach nur für einen? Das müsste ich jetzt ehrlich gesagt auch noch mal ausprobieren. Das würde mich jetzt noch interessieren, wenn die Falle natürlich auf mehr... Wenn ich da jetzt alle Murlocs pulle und sie nachher mit dieser Fähigkeit kann einfangen und unsere Drachenfalke in der Zeit kann Schaden machen lassen. Könnte eigentlich noch ziemlich gut anhauen, aber unser Drachenfalke, wenn ich schon von ihm rede, dann sollte ich auch mal ein bisschen sein Leben wieder auffüllen, bevor er uns da hops geht. So, dann nehmen wir gerade mal dich. Ich habe irgendwie das Gefühl, sie ignorieren meine Drachenfalken. Würde ich jetzt da stehen, würde mich viel mehr aufs Mal angreifen, wenn wir das so anschauen. Oh, hoppla, Schorsch! Nice, bis jetzt haben wir 3 Köpfe schon zusammen. Es geht in dem Fall ein bisschen langsamer vor euch. Ich würde sagen, lasse ich jetzt meine Drachenfalken machen. Ich mache jetzt da mal weiter, genau. Der stirbt nämlich jetzt von alleine. Voilà! Durch unser cooles Gift. Du hast gar nicht... Ah, ja, wir looten ja alle miteinander immer. Früher haben wir da immer separat noch anklicken. Ja, ich hab's verstanden! So. Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Hans verstanden. Nice, aber ich sollte wirklich mal mehr auf meinen Drachenfalken achten. Das ist jetzt wirklich... Mein Leben allgemein beachte ich halt momentan nicht so, wie ich immer noch davon ausgehe, dass wir halt nicht so schnell eigentlich sterben können. Okay, was? Ich verstehe das immer noch.
Stilvitier zeigt Ernährung, Fähigkeiten, spezialisierte Fähigkeiten auf exotisch. Okay. So, da im Wasser sind gerade noch 2 Mummenschwimmen. Das heisst für mich, ich mache mich lieber ein bisschen auf den Weg gegen hindern, wenn dass die plötzlich aus dem Wasser droppen und mich da völlig auseinandernehmen, Dotter. So, 4 Köpfe haben wir schon mal. Du hast uns den 50 nicht geben. Ich will behaupten, ich sammle die aus dem Wasser mal zusammen. Nice, dann kümmere ich mich mal um den da. Und dann wir natürlich unseren Drachenfalken gerade nochmal heilig geben, dass er uns da nicht abdannen geht. Ich brauche ein Ziel. Also bis jetzt sieht das ziemlich gut aus, dass ich bis jetzt noch nicht gestorben bin. Ich bin stolz auf mich. Jawohl, ich muss mich nicht schämen. So, dann haben wir 5 Stück haben wir bis jetzt. Oh Mann, oh Mann. Jetzt habe ich mir das viel leichter und schneller vorgestellt. Aber ist doch gleich, das bringt uns einigermaßen gut XP. Es sieht danach aus, als würden wir auch diese Folge schaffen. 1 Level steigen, das ist mein Ziel. Mindestens 1 Level pro Folge, das heisst 120 Folgen. Bringen wir gut an, bringen wir gut an. So. Ich muss zuerst etwas Im Allgemeinen. Wer Lust und Zeit hat und irgendwelche Fragen zu mir stellen will, also wenn sich überhaupt irgendjemand interessiert, was ich da so machen bin und ob sich überhaupt irgendjemand interessiert. Nein, also wenn es so interessiert oder ihr irgendwelche Fragen an mich habt, stellt es mir doch in die Kommentare, weil im WoW habe ich wirklich viel Zeit für euch, wo ich über viel Zeug kann labern oder erzählen oder auch sagen kann, hey Leutlis, so und so ist es, wenn ihr zum Beispiel beim fragen, ob ich Raucher bin, ja, ich bin Raucher, dann schreibt es mir doch in die Kommentare. Ich würde mich allgemein freuen, wenn mal ein bisschen mehr Kommentare auftauchen würden, weil, ja, es motiviert auf eine gewisse Art und Weise halt schon mehr zu machen und die Zeit, die man halt auf sich nimmt, um da alles rendern, schneiden und machen und tun, lohnt sich halt im Großen und Ganzen dann schon noch, wenn man dann bessere, wie sagt man denn, wenn man halt Feedbacks bekommt, Fragen bekommt und so weiter und so fort. Also, im Großen und Ganzen muss ich aber sagen, solange ich einen zum Lachen bringe, bin ich schon ziemlich froh drum. So, dann versuchen wir dir jetzt Schaden zu machen und jetzt müssen wir dich einfangen, hä? Genau. Einen von 3 von denen haben wir nämlich schon. Pokémon los! Nice, haben wir eingefangen. Es gehört mir. Neuer Erfolg freigeschalten. Fangt den Haustierkämpfer. Nice! Haben wir gerade noch einen Erfolg freigeschaltet, sage ich natürlich auch nicht nein. Oh man, soll mich ja völlig ablenken lassen wieder von dem Pokémon-Kampf. Uns fehlen ja noch 2 Köpfe. Was ist denn das für eine komische Blume? Das ist für Kräuterkund. Kann man ja unterwegs dann so ein paar Blümchen einsammeln. Da habe ich eben, glaube ich, wirklich alle vernichtet, die am Murlocs rum sind. Das bedeutet, ich begebe mich in dem Fall ein bisschen weiter runter an die Küste. Dort sollten sich sicher noch ein paar aufhalten. Und so stehen, ja, da im Wasser rein haben wir eigentlich noch, ja, da ist noch eine kleine Gruppe. Das kommt gut, das kommt gut. So, voilà. Gucci Gang, Gucci Gang. So, meine Drachenfalken machen da ihren Auftrag schon ziemlich gut, auch wenn sie gestorben sind. Aber es zählt ja, dass ich nicht sterbe. Das wäre ja also das Hauptziel von dem Let's Play. So, da unten befindet sich noch einer. Ist gerade gut, wenn wir da ein bisschen wegstehen von denen. Ich würde sagen, ich hitte gerade mal den noch mit runter. Gut, was wir eigentlich auch noch machen könnten, nein, es ist Dungeon. Keine Ahnung, wie gesagt, also ich bin lieber der Quest-Dungeon und Dungeon-Spieler. Aber wir könnten da hinten haben wir ein Kisteli. Kisteli. Oh mein Gott, das muss ich mir holen. Das bedeutet, wir tun den zuerst im Wasser vernichten. Und dann den da hinten, dass wir nicht angegriffen werden, weil ich will das Kisteli. Ich bin einfach Kisteli-süchtig. Das ist einfach mein Hobby, Kisteli sammeln. So. Und wenn WoW mir das schon leistet, dass ich mir da Kistlis sammeln kann, dann mache ich doch das auch. So, voilà. Da haben wir schon den Kopf Nummer 8. Dann würde ich sagen, nehmen wir jetzt mal noch den Grimmschuppen, den letzten auseinander von diesen Murlocs. So, da haben wir auch noch ein bisschen Gold bekommen. Und dann können wir da unsere Kisten aufmachen. Jawohl! Da kommen wir auch gerade wieder ein bisschen Leinstoff über. Das ist natürlich ziemlich gut, wie wir gesehen haben, kommen wir durch das auch noch gut Gold über. Ich mache da jetzt einen kleinen Bogen um dich herum. So kleine, arme Dings. Komm, geh zum Wasser, geh ein bisschen schwimmen. Genieß deinen Alltag. Such dir einen Job. Was auch immer. Was auch immer. So. Da oben wartet er auch schon von uns. Genau. Bergbau. Genau. Wenn wir Erz abbauen, das heisst Bergbau. Das ist ein Bergbauer. Das habe ich halt auf meinem Paladin drauf. Ist ziemlich nice. Besonders. Ja, man kann auch gutes Geld mit Bergbau verdienen. Besonders durch den Kupfer, wo man da. Die Erze, die man alle bekommt. Es gibt mehrere verschiedene Sachen. Nicht nur Kupfer, es gibt mehrere Sachen. Ist natürlich ziemlich nice. Besonders zum Geld verdienen im Auktionshaus. So, dann tun wir die Quest da gerade mal abgeben. Hast du gerade nochmal eine für uns? Jawohl! Mit einem guten, nicht guten Bogen. Also der Bogen untertrifft das, was wir jetzt gerade momentan haben, finde ich ziemlich schade. Aber wir erledigen natürlich die Quest.
Erlangt Myrgls Ring von den Häuptlingen der Grimmschuppen und kehrt damit anschließend zu Hatelvelion Sonnenblick im Immersangwald auf der Klippe, die stille Küste überblickt. Okay, dann nehmen wir die Quest noch ganz kurz mal an. Schaut nach, wo das ist. Ah, das ist dann ganz da hinten. Also wenn wir dann wieder zu dir laufen, um die Quest abzugeben, dann bin ich gerade momentan ein bisschen schade. Wir hätten eigentlich das Gold zusammen zum Reiten lernen. Das Problem ist, unser Flugplatz wäre da. Das Einzige, was ich machen kann, ist alles hier rüberlaufen. Aber das würde mich jetzt so viel Zeit und Nerven kosten, einfach mal ein bisschen umeinander. Da haben wir einen Silberbarren. Nice. Wenn wir natürlich auch gerade auf die Seite legen, da haben wir noch einen rauer Stein, das ist auch fürs Aktionshaus gut. Aber ich tue mich immer noch orientieren an den Sachen, die früher viel Geld gebracht haben. Ob das heute noch der Fall ist, kann ich natürlich nicht sagen. Aber es lohnt sich allgemein immer ein bisschen das Aktionshaus zu brauchen, um Gold zu farmen. Aber 3,60 Gold würde ja eigentlich das Reiten kosten. Das bedeutet für mich, dass ich jetzt momentan... Ja, komm, wir kümmern uns jetzt um den Ring. Machen uns auf den Weg da unten. Es könnte ja sein, dass da unten irgendwo auch noch ein Platz ist, wo wir zurückfliegen können. Ich meine, dann spazieren wir doch halt noch ein bisschen rum. Weg du auch. So, da ist irgendein Leichnam vom Taraxo. Hoi Taraxo. Zeig mal, wer da... Sogar sein Maul steht so komisch offen. Da schaut noch irgendetwas raus. Und du hast die komische Frisur. Okay, haben wir das auch erklärt. Da haben wir wieder den Bergbau. Also wenn jemand Bergbau hat im Immersangwald und Kupfer braucht im Immersangwald, bei den Morgenluchs so findet man schon ziemlich gut von denen. Wisst jetzt gar nicht. Ah, da vorne haben wir eine Katze. Die wir natürlich gerade auseinandernehmen, um sie zu kürschen, um ihr Fell grausam abzuschneiden und für unsere Zwecke zu brauchen. Nice, das nehmen wir doch auch gerade. Wahnsinniger Drachenfalke. Kein Drachenfalke, sondern ein wahnsinniger Drachenfalke. Okay. Ich bin außer Reichweite. Der ist völlig irre. Der ist völlig irre. Er weiss nicht, was er da macht. Er ist völlig am Durchdrehen. Kommt ihm einer zu nahe, dann finito. So, dann kürschen wir den natürlich auch noch ganz kurz fertig. Verdorbenes Feld. Da unten hätten wir noch 2 von 3. Das wäre der letzte, den wir müssen sammeln. Ich würde sagen, wir stellen uns den Pokémon-Kampf da vorne noch. Der Sound ist aber auch, ehrlich gesagt, wirklich nice. Also... Ja, das hat jetzt nicht gelangt, um genug Leben... Doch, lange das. Probieren wir es. Go, go! Jawohl! Also, wir haben 2 von 3 gefangen, wie es aussieht. Sie erhalten Robert Schössling. Okay. Jetzt habe ich aber 2 von 3 gefangen. Passiert jetzt da nichts Spezielles. Es hat wirklich gestanden. Nein, es passiert in dem Fall wirklich nichts Spezielles. Okay, dann haben wir das in dem Fall für uns ausgesehen. Vielleicht umsonst gemacht. So, da vorne sollte sich dann auch das befinden, was ich brauche. Aber was? Mürgring. Mürgring. Wer von euch hat mir den Mürgring? Der befindet sich vielleicht in der Kiste drin, hä? Kisteli, wir kommen! Das hat jetzt nicht so funktioniert, wie ich am Willen. Ich weiss nicht, ob man gewusst hat, was ich am Willen. Ich kann eigentlich jetzt hier die Pfalle legen, hier überlaufen, in dieser Zeit die killen lassen und dann die so durchziehen lassen, dass er in die Pfalle nie läuft, dass ich in Ruhe mich um einen kann kümmern, meine Drachenfalke um den anderen. Aber wie es aussieht, hat mein Plan komplett fehlgeschlagen. Oh Mann. So, dann schauen wir mal nach, ob in den Kisten unser Ring versteckt ist. Nein, sieht gar nicht danach aus. Okay. Also wir befinden uns auf der Stelle, wo sich der Ring sollte befinden. Die Frage ist jetzt einfach... Mürgring. Da hinten, von dem ganz Grossen, der da umeinander spaziert. Okay. Der hat auch so einen ziemlich geilen Namen. Mürgl. Mürgl. Oh Mann, so muss ich mein Kind unbedingt nennen, sobald ich irgendwann mal vielleicht eins habe. Mürgl. So, dann vernichten wir zuerst einmal die Kleinen da, bevor der Grosse da an den Rand kommt. Jetzt wäre natürlich nice, das mal auszuprobieren da. Nice. Funktioniert eigentlich ganz gut. Ich muss sagen, ich setze dich lieber da rauf. Was bist du? Ah, du bist der Mehrfachschuss. He? Ich muss ehrlich gestehen, den Mehrfachschuss brauche ich irgendwie einfach nicht. Weil ich finde, er macht damage-technisch momentan noch ziemlich wenig. Also wenn wir das anschauen, dann macht er momentan 8 Schaden und dann auf alle. Und mit dem anderen Hit mache ich irgendwie 42 Schaden. Dann ist für mich eigentlich klipp und klar, was ich eigentlich würde mehr einsetzen. Das heisst für mich, den können wir eigentlich mehr auf die Seite tun. Und dann lieber dies Fall aufs 4, damit mein Finger da leichter dran ankommt. Jetzt ist aber die Frage, wo ich die Quest muss abgeben muss. Jetzt müssen wir da wieder zu ihm spazieren.
Ich würde sagen, dann tun wir uns den Weg nochmal an und laufen gemütlich dort rauf. So, das sollte eigentlich sogar noch lange für Level 42. Wie viel XP bekommen wir? Ja, Level 42, 22. Ich bin schon wieder eins zu viel drauf, also eins zu weit. Wo ist der? Genau, das wird der da. Du gibst uns 10.300 EP, das bedeutet, wir haben unser Level 22 erreicht. Nice. Also ich freue mich jetzt noch nicht zu früh, zuerst müssen wir es mal ein bisschen drüber schaffen. Vielleicht stellt sich aber plötzlich eine Unterwasserkreatur uns oder irgendetwas. Nein, nur Spaß. Das passiert, glaube ich, nicht so schnell im WoW. Es gibt klar unterwegs ein paar Bossmonster, wo man kann sich farmen und abkillen. Die geben vielleicht mal ein bestimmtes Mount oder eine sehr spezielle Rüstung. Kann man natürlich auch noch abfarmen, aber das schauen wir uns an erst, wenn wir mal können mit unserem Drachen umeinander fliegen. Dann finden wir die auch nämlich viel leichter. Dazu gibt es dann auch noch ein ziemlich gutes Add-on, wo man kann installieren kann, wo es dann wirklich auch anzeigt. In der Nähe befindet sich ein Rar-Monster und die droppen ziemlich viel Gold. Eben kann ein Reittier droppen, wenn es ein spezielles Rar-Monster ist. Ich weiss noch, mal in Lich King-Zeiten hat es irgendein Monster gegeben, das dort in Lich King die ganze Zeit rumfliegen war. Und das ist nur alle 8 Stunden einmal auftaucht und du hast eine Chance von 10% irgendwie den Drachen zu bekommen. Du bist irgendwie 8 Stunden lang dort gehockt, hast gewartet, ob er jetzt seine Runde macht, hast 15 Minuten Zeit gehabt, ihn dann zu killen. Ich weiss nicht, ob der noch überhaupt existiert. Ich muss mich da einmal erkunden, welcher Drache das genau war. Ich muss ehrlich sagen, ich kann ihn bis jetzt nicht bekommen. Ich kann ihn bis jetzt leider nicht farmen. Aber was soll's? Vielleicht schaffen wir es ja mit dem Charakter, aber das wäre natürlich dann eine ziemliche Herausforderung. Da müssen wir wochenlang jeden Tag dort hocken und wirklich genau schauen, wie wir das vorgehen. Wenn das natürlich immer noch gleich ist. Und wir haben unser episches Level 22 und unseren neuen Buff dazu bekommen. Den habe ich auch schon in der letzten Folge angeschaut und erhöht eure Bewegungsgeschwindigkeit zunächst 30 Sekunden lang 90% und daraufhin 9 Sekunden auf 9 Sekunden lang 30%. Das ist natürlich eine ziemlich nice Fähigkeit. Für diese Quest hat es sich jetzt, wie es aussieht, gar nicht gelohnt dahinter zu gehen, dass wir eine ziemlich gute XP bekommen haben. Oh Mann, ich habe eigentlich gehofft, wir finden vielleicht noch ein bisschen mehr da hinten. Aber dafür haben wir in dem Fall alles auch abgeschlossen, da bin ich auch froh drum. Dann machen wir uns doch auf den Weg. Jetzt ist halt die Frage, machen wir uns auf den Weg zum Flugplatz. Vom Flugplatz auf Silbermond, von Silbermond zum Flugmeister. Zum Reiten lernen, damit wir schneller unterwegs sind. Oder machen wir jetzt die da unten noch zu Fuß, weil ich habe irgendwie das Gefühl, die schicken uns sowieso irgendwie wieder da rauf. Ich kann es nicht genau sagen. Aber meistens ist es ja so, dass das immer ein Hin- und Hergeschicken ist. Und daher bin ich jetzt wirklich gerade am Überlegen. Aber ja, ich mache mich wirklich schnell zum Flugplatz da rauf. Dann mache ich mich über, gehe zum Flugleiter und dann können wir unser Reiten lernen. Ich finde das eine ziemlich gute Sache. Durch das, dass wir dann wirklich auch schneller unterwegs sind. Und ich endlich meinen Fleischwagen kann einsetzen kann. Und schnell unterwegs bedeutet natürlich schneller questen, schneller Mobs töten und nicht die ganze Zeit müssen da ganz gediegen und langsam unterwegs sein. Das zeigt mir da, ja, da steht jetzt gesammelt 3 von 3 steht jetzt da auch, aber eben, es hat mir jetzt nur einen Erfolg gebracht, also nur einen Erfolg. Ein Erfolg ist natürlich immer etwas gut, aber naja, lassen wir mal so stehen. So, da haben wir da verdorbene Lederpfetze, das Zeug kann man alles verkaufen, da hätte ich auch wieder so schwache Heiltränke. Die könnte ich natürlich auch noch kurz ausrüsten, aber bringt das nicht. Bananen bringen uns sowieso nichts. Das sind für mich Bananen. Frischendes Quellenwasser, das sieht für mich auf dem Bild immer aus wie eine Banane. Darum nenne ich das auch Bananen. Gibt uns Mana, aber wir besitzen auch keine Mana, wie wir unten gesehen haben. Wir 100 Fokus. Das ist halt eigentlich das Wichtigste am Jäger. Oh, der Bogen hat uns ja auch gar nicht. Da können wir auch eigentlich alles verkaufen. Alles verkauft. Bringt uns auch wieder gerade ein bisschen Gold und sind wir nicht komplett pleite unterwegs, nachdem wir das Reiten erlernt haben. Ja, dann haben wir jetzt gerade momentan hätten wir 30 Silberführung, wenn wir das Reiten würden lernen. Ich würde sagen, aber ich nehme die Bachkatzenjüngs dann auf dem Weg mit. Damit wir da gerade noch Kirschner können leveln und noch ein paar Fell einsammeln. Ich weiss nicht, ob ich von denen noch viel finden würde. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte gerne so einen als Begleiter und einen Drachenfalken. Aber ich mache mich jetzt nach dieser Folge direkt mal schlau, wenn ich da einen von diesen Falken loswerden. Wiederum muss ich aber auch sagen, sieht es so cool aus, wenn da so 2 Falken durchgehend neben dir unterwegs sind und steht jetzt da eine Katze und da ein Drachenfalken. Ich muss mir eben auch noch ein bisschen überlegen, ob das jetzt das ist, was ich wirklich will. Haben wir den jetzt überhaupt Fürsten? Nein! Ich schnurre zu viel und überlege nichts. Was ist los? Oh Mann, oh Mann. So, dann kürschen wir doch noch ganz kurz schnell das Bachkatzenpirscher. Und da vorne sollte sich dann auch schon unser Flugplatz befinden. Dann machen wir uns auf dem Weg da rauf, dann zum Reitmeister. Und von dort aus können wir uns dann mit unserem Reittier auf den Weg machen zu den nächsten Quests. So, da vorne sollte er auch schon sein. Jawohl, der da. Soll ich aber zuerst nochmal mit Zeug verkaufen? Komm, ich verkaufe noch gerade noch schnell mit Zeug, wenn ich schon da einen habe. Fleisch. Handwerksmaterial. Tue ich mal auf die Seite. Das tun wir mal weg. Das tun wir weg, das tun wir weg. Das brauche ich nicht. Töpfel tun wir jetzt auch mal langsam weg.
Das kann ich auch nicht brauchen. Beim Essen stellt wieder Gesundheit her. Natürlich ziemlich gut. Glänzende Muscheln bringen mir gerade momentan auch gar nichts. Ich würde sagen, so haben wir unser Inventar wieder ein bisschen aufgeräumt. So, dann gehen wir mal da Richtung Silbermond und fliegen nochmal einmal zurück. Also wir sind jetzt in dieser Folge wirklich hin und her geflogen, wie es aussieht. Hin und her, schnell eine Quest erledigen und wieder zurück. Das Level-Up haben wir natürlich dann auch noch gerade mit reinnehmen. Das finde ich natürlich ganz genial. So. Oh, so entspannt. Die Aussicht. Fliegen auf dem Drachenfalken. Und das noch gratis. Früher hat man irgendwie immer ein bisschen zahlen dafür. Jetzt haben wir sogar 4 Gold schon. Früher haben wir immer ein bisschen zahlen dafür. Oh, ich muss da mal richtig in den Stuhl hinhocken. Aber ich muss eins sagen, der Stuhl ist so eins von unbequem. Ich muss mir unbedingt einen neuen Stuhl holen. Den habe ich jetzt irgendwie schon seit 8 Jahren oder so. Und der ist einfach langsam so richtig hart beim Hocken. Also mein Viertel schläft immer ein nach einer halben Stunde. Bin immer froh, wenn ich mal ganz kurz aufstehen kann. So. Dann bewege ich mich auch die ganze Zeit auf dem Stuhl, dass man nicht das Gefühl hat, was ist denn das für ein Löli, der die ganze Zeit da umeinander läufelt, oder? Ja, der sich da die ganze Zeit umeinander bewegt. Ist halt völlig normal, aber der Stuhl ist wirklich nicht gerade der allerbequemste. Aber ich muss mir mal anschauen, was da einen guten, vernünftigen Stuhl gibt, wo ich mir kaufen kann. Jetzt muss ich zuerst mal schaffen, dass ich mir einen neuen PC kaufen kann. Weil irgendwie funktioniert wirklich meine Kreditkarte nicht auf dieser Seite. Und jetzt hoffe ich im Großen und Ganzen eigentlich, ich muss jetzt heute auch noch mal anrufen, ob sie mir vielleicht weiterhelfen können, dass ich das irgendwie kann mit Überweisungen machen oder sonst irgendwie. Ja, da vorne haben wir ja gerade unseren Drachenlehrer. Jetzt ist die Frage, jawohl, er ist da. Wir haben ihn gerade von Anfang an gefunden. Er ist in dem Fall nicht beim hinteren Pavillon, sondern beim vorderen. Bin ich gerade ziemlich froh darum, dass wir ihn gefunden haben. Dann würde ich sagen, lernen wir reiten. So, Reitlehrer. Der Sieg ist nahe. Hat nicht funktioniert. Warte nochmal. Erfolgrunden, aufsatteln. So, das heisst, wir besitzen jetzt die Fähigkeit, in dem Bezirk zu reiten. Wir besitzen jetzt einfach sehr wenig Silber momentan. Aber ich würde sagen, dann mache ich mich doch jetzt mal da auf unseren Fleischwagen, wo ich ihn platziert, da unten habe. So, der Fleischwagen ist einfach wirklich geil. Also man kann da auch noch anziehen und... Push! Voilà! Mega geil, geht also Blutspuren hinten dran. Meine Grafik ist halt natürlich ziemlich gering eingestellt, sonst würden wir da viel mehr sehen. Aber ich glaube, es ist so im Großen und Ganzen, sieht das auch gut aus. Und mir bereitet der Fleischwagen recht Spaß, muss ich sagen. So, dann machen wir uns in dem Fall mal wieder auf den Weg zurück zum Fliegen. Das hin und her gelaufen die ganze Zeit. Oh Mann, oh Mann. So, dann machen wir uns eigentlich wieder zurück zum Fliegen. Und dann machen wir uns da auf den Weg. Und dann nehmen wir, ich würde sagen, wir nehmen den Weg da durch abwärts zu der nächsten Quest, oder? Jawohl. Also, aber reiten können wir schon mal. Das heisst, wir sind schon ziemlich schneller unterwegs. Es gibt dort natürlich auch mehrere Stufen von Reiten, wenn das immer noch gleich ist wie früher. Einmal langsam reiten, einmal schnell reiten. Also wir sind jetzt eigentlich, wir haben das langsam reiten gelernt. Ich glaube, Level 60 ist ein schnell reiten, wo wir dann noch schneller unterwegs sind. Aber ich meine nur schon, dass wir jetzt reiten können, ist schon ein ziemlicher Vorteil. Und ich würde sagen, wir machen uns jetzt nochmal zurück in die andere Stadt. Wir sind jetzt so ein Stillweiser-Tümpel. Oh, das ist der Zungenbrecher, den ich mal ganz am Anfang die ganze Zeit müssen annehmen. Es sieht einfach schon hure krass aus. Da ist alles verwest und verrottet und ist wirklich... Dann alles schön grün, bunt, ein paar Bachkätzchen unterwegs und so. Und dann einfach Skelett und dunkel und grusig. Wahrscheinlich stinkt es dann auch so richtig von verrotteten... ich höre lieber jetzt zu. Entschuldigung. So. Aber wisst ihr was, Leute? Wir sind jetzt schon ziemlich wieder lang dran. Ich habe es gar nicht gemerkt. Ich schaue glaube so selten auf die Zeit. Ich bin so in dem Feeling in Game. Ich könnte das jetzt 10 Stunden lang am Stück ausgesehen aufnehmen. Wenn ich ab und zu dürfte Raucherpause machen, bin ich voll mit dabei. Aber ich würde im Großen und Ganzen sagen, wisst ihr was? Wir machen doch da einen Cut und sehen uns in dem Fall wieder in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, eine kleine Runde mit eurem Schweizer World of Warcraft. Ich hoffe, euch hat es Spass gemacht, mir auf jeden Fall. Danke vielmals, wenn es euch gefallen hat, Daumen und ein Abo da lassen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!